So, meine Damen und Herren, ich gebe euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich meine, wir haben heute einen flotten Moment, wo wir den zweiten Teil von einem Projekt, den wir als vier geholt haben, alle gut zusammen, für den können zu weisen, dass den dann sich an einer finalen Etappe ist. Hier ist aber ein paar Worte so, über die Projekte, die wir heute gemacht haben, will ich aber auch so, dass es mir nicht unbedingt immens einfach fällt, dass wir heute zusammenfinden, für ein bisschen zu feiern. Weil nicht mehr weit wie 2000 Kilometer von uns weg, da geschieht etwas, was wir wo wir Datei angefangen haben mit Planen, mal nicht an den Kingston Dream gedacht haben, dass das geschehen. Und ich will so, alles, was wir die nächste Zeit auf Festivitäten haben, und Momente von Konvivialität haben, dass wir nicht vergessen, und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir einfach hier stehen. Zumindest für die Leute, die in der Ukraine leben, sind die Momente, wie wir das hier leben, absolut keine Selbstverständlichkeit mehr, weil die leben in der Terror und in der Krieg, in ganz, ganz schweren Konditionen. Aber wenn wir heute hier eine Struktur offiziell abmachen, dann will ich direkt sagen, vielleicht muss man mit der Struktur auch noch als einer Gedanken machen, je nachdem, was dabei ist, zukommt. Ich meine, wir haben hier provisorisch geplant für als Schulkinder, weil wir einen Bildungsplan, einen Masterplan gestaltet haben, der in die Richtung geht, dass wir so, wir haben 3 Schulen heute zu Schöffling, wir haben die Albert-Wingert-Schule, wir haben die Lidi-Schmidt-Schule, wir haben die Elli-Stein-Schule und wir haben als Maison-Relais. Und als Maison-Relais, die also überfordert, für all diese Kinder können die Plätze so freieren, die gefroht gehen, als Schulen, haben eine Penurie und Klassensäle, und wir haben gesagt, okay, wir machen einen großen Masterplan, wie wir als Schulen und als Maison Relais organisieren, mit einer Dezentralisierung, die angedeutet ist. Und das geht ja dann in eine Richtung, wo wir sagen, okay, gut, wir wollen als Lidi-Schmidt-Schule vergrößern, neu machen, auf den modernsten Stand von einem Gebäude für Schulhallen zu organisieren. Wir haben als vier geholt, die anderen Schulgebäude auch Minot bei Maison Relais oder Maison Relais Minot bei die Schulgebäude zu bringen. Also das ist ein großer Plan, den da absteht. Aber wir waren ganz hoffrig und ganz froh, wo wir für eine Reihe von Wochen die erste Phase von einem Bau konnten hier abmachen, den wir der Maison Relais à Disposition setzen, wo sie dann noch konnten der Penurie an der Nachfrage, die sie haben, konnten ein bisschen entgegenwirken. Heute ist den zweiten Teil, wo wir einfach nur einen Blick dran haben an den Bau, an den temporären Bau, der fertig ist, wo wir, wenn wir die Lidi-Schmidt-Schule dann definitiv so machen, wo wir einen Teil von denen Kanner hin werden bringen, dann noch den zweiten Teil von der Kanner, wo wir ja auch wollen tun oder wo wir im Gang sind, als sogenannten Albert-Wingert-Schule zu modellieren, zu vergrößern und dadurch dahin zu machen. Ich will wirklich so, wir machen das heute an der Conscience, dass da dann die Richtung da geschieht, mit wie sie nie und wie sie gar nicht, wie der Krieg an die Developmenten, die sich an der Ukraine, in ganz Europa werden ausweisen, wie das dabei so können, dann, dass man nicht als auch müssen neu aufstellen, sowohl mit diesem Bildungsplan wie auch mit dem, was du Hannen drunter hast. Wir haben uns informiert als Chefrat, auf welche Richtung wir können gehen. Ich meine, wir sollen nicht den Teufel um die Wand malen. Wir sollen aber nicht vergessen, dass wir eine Obligation haben, vis-à-vis von unseren Kindern, die mehr wie richtig ist. Wir haben aber für alle auch eine Obligation für viele andere Kinder, die nach 2000, vielleicht ist auch auf 1000 Kilometer Minot bei uns geregelt, also die kommen nach Minot bei uns an Land, dass wir doch müssen gucken, und noch die Familien, die Mammen, die da sind, dass wir das wollen machen. Wir sind froh, dass wir heute hier zusammen sind. Ich habe aber auch wirklich mein Herz auf der Seite von denen Kinder und Mammen, die man sicher nicht die Chance werden haben, wie Eiskanner, für einfach dann zu sagen, okay, wir können als Frieden hier lachen. Die andere Seite, ich meine, es gibt viele Kanner, die heute auf 2000 Kilometer von uns weg, auf 1000 Kilometer von uns weg, leichter kreischen wie lachen. Nebenbei sind trotzdem froh, dass wir als Haut hier zusammenfahren, für etwas zu weisen, was wir als vier geholt haben, zu machen.
Wir sind an unserem Masterbildungsplan ein ganz guter Schritt wie weit kommen. Bei der Nelly Steinschule sind wir im Gang zu gucken, okay, was können wir da für Aktivitäten, für Initiativen ergreifen, für auch da den einen oder anderen Zaubau oder Modernisierung können durchzuführen. Wir sind als eins an einer großen Majorität, dass die Schmidt-Schule vergrößert muss gehen, dass sie verändert muss gehen, und auch, dass die Schmidt-Schule da muss temporär eitel gemacht gehen, und dafür sind wir umgegangen, so temporär Solutionen zu realisieren, notamment den Modulbau hier auf den Hudlen, und dann in zweiten auch eigentlich ein Modulbauprinzip orientierten Zaubau an der Albert-Wingert-Schule. Das alles, das lief, das tut alles gesehen. Die Zeitschienen, die wir als vier geholt haben, für 2-3 Jahre, die hat sich immer ein bisschen evaluiert, die hat sich immer ein bisschen verändert. Wir letzten Endes sind wir in einer Richtung, wo ich aber eigentlich kann sagen, dass wir da hinkommen, wo wir wollen, an einem oder 2 Jahren, ohne mich festzulegen, wie dadurch definitiv da wird sein. Auch der Neubau von einer Schule auf den Hüdlen am sogenannten Fleierchen, wie es eigentlich richtigerweise heißt, das lebt auf vollen Türen, will ich all denen sagen, die mit einer gewissen kritischen Nähe immer nach das begleiten. Wir haben all die Initiativen, die notwendig sind, und die Prozeduren, die notwendig sind, umlaufen. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir das so können umsetzen können, wie das ist. Wir so nicht alles in dem Vorbehalt, dass ich nie weiß, was dabei so kommt, für eine Frau dabei so kommen. Wir haben uns morgen am Chefrat wirklich darüber unterhalten, wie wir können vorgehen, wenn wir froh haben, wie wir mit Flüchtlingen, die auf Schöfflingen werden oder sollen kommen, wie wir da werden können auch reingehen. Und da spielt mit Sicherheit die Bauhai oder Möglichkeiten rundherum diesen Bau eine gewisse Rolle. Wir haben ein Projekt vierleihen, die Bildungslandschaftsprojekt, den sich die 75 bis ich gebe bald so 100 Millionen wird orientieren, die da wir hier rund mehr stehen rund als stehen haben, da das ja eine Finanzierungsarbeit, die an der Größenordnung von 7 Millionen Wert leihen, die Erstphase und die Zweitphase zusammen geguckt, den Umbau, den Zaubau an der Albert-Wingert-Schule, das wird dann eine Größenordnung von 10 bis 12 Millionen leihen. Den Zaubau an den Umbau von der Schmidt-Schule wird sich die 22 bis 25 Millionen charakterisieren. An den Neubau hier auf den Hudlen am Fleierchen, das wird sich an der Richtung orientieren von 35 bis 40 Millionen, sodass man insgesamt geguckt, ohne nach zu wissen, was von der Nelly Steinschule bei so wird kommen, dass man da einfach in einem Grobschätzungsbereich sind von 75, 80 bis bald 100 Millionen, die man für uns kann, für uns Schulen, für uns Service von der Maison Relais, für uns École Fondamentale werden orientieren. Ich will all denen Leute merci sagen, die hier responsabel sind, für das viel zu bereden, für das mit durchzuschaffen, sie das, wo wir angefangen haben, die Reflexionen zu machen an unseren Arbeitsgruppen, mit dem Lehrpersonal, mit den Eltern, mit den Schulkanadier, mit den Indikatoren, mit unseren Experten, mit der Société Civile, tout court, das war wichtig, aber auch mit all denen, die dann das, was angedurcht ging, was soll realisiert gehen, den Architekten, bis hin zu denen, die bauen, bis hin zu denen, die hier als Handwerker, als Arbeiter geschafft haben, für das zu machen, will ich von dieser Platz aus einen ganz großen Merci ausdrücken. Wir sind auch hier für dann offiziell zu gucken, was hat sich gemäht. Ich bin ganz froh, dass wir wissen, dass in der Versehen die Maison Relais schon hier viel gut flott Aktivitäten gemäht hat. Ich meine, dass nach Luft eine Uhren und das auch nach einem Nofro eine Uhren da für das können zu machen. Und ich meine, mit dem hier und mit dem anderen Projekt werden wir sicherlich in eine Richtung gehen, wo wir die Demand können so weit machen, dass die Offerte, dass die Demand, die da ist, dass die von der Offerte, die wir machen, dass die auch kann assuriert gehen. Ich invitiere nicht nur alle mit uns zusammen mit den Leuten, die vom Expertenbüro hier sind, Lokalitäten gucken zu gehen, dass sie einen kleinen Abblick kriegt, wie es sich dann präsentiert. Wir machen eine Tour durch Träumlichkeiten und anschließend gehen wir dann irgendwo nicht symbolisch, wir setzen einen Baum, für zu weisen, dass das etwas ist,
was Zukunft das, weil der Baum symbolisiert ja auch Zukunft. Der Baum, die setzt auch Wurzeln an einer Schule, an einer Maison Relais. Du gi Wurzeln, de kann er mat gehen, sie kriegen noch Flilik gemacht, dass sie mir groß sind, das so können hier Leben dann anständig an können machen. Mir Haiier etwas, wo man Wurzeln wollen setzen, und dafür geht dann noch symbolisch der Baum gesagt, und sind noch ganz froh, dass die Kipp von der Maison Relais mit ihre Kanner eng Aktivität gemäht hat, für auch zu weisen, dass es nicht immer Wurstner geht, im Hai im Kanner geht, auch Kanner kommen mit ans Spiel, und werden dann einen symbolischen Akt machen, für zu so, dass Hai als Eisgebei an Hai will mir gerne etwas lehren, Hai will mir gerne Wurzel schlagen, Hai will mir gerne die Flillike kriegen, die wir brauchen, dass wir Eis an dem großen Leben werden können durchsetzen.